so viele von uns sehnen sich nach einer Jesusbegegnung. Wir sehnen uns nach einem prophetischen Wort. Und dabei liegt die Bibel, die uns das garantiert, oft verstaubt auf dem Nachttischli. Und wir schreien, Jesus, kannst du uns nicht begegnen? Und er sagt, ja natürlich, nimm es doch und lese es. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes im Leben fest wirklich installieren in unserem Leben. Und mit dem Wort Gottes leben. Das bringt Kraft. Manchmal laufe ich das Stegenhaus suchen. Und dann schmecke ich es, wenn meine Frau gekocht hat zum Mittag. Und ich denke, boah, ich freue mich mega. Und manchmal laufe ich hoch und schmecke etwas und denke, oh, hoffentlich ist das bei den Nachbarn. Aber auch dann ist es ja wichtig, das zu essen. Auch dann ist es entscheidend. Und so habe ich mich entschieden in meinem Leben, ich will das Wort Gottes essen. Egal, ob es jetzt mega gut schmeckt, egal, ob es mir jetzt passt. Oder manchmal denke ich, ja, es war vielleicht nicht so der Knüller, aber und trotzdem, es ernährt uns. Und ich habe mich entschieden, das Wort Gottes wirklich täglich zu nehmen. Und ich glaube, das ist der Ursprung des Lebens, das Wort Gottes zu nehmen. Als Jesus angegriffen wurde vom Feind, als er ihn versucht hat Jesus nur etwas gesagt. Es steht geschrieben. Und das muss doch der Punkt in unserem Leben. Das Wort Gottes muss uns so nach sein, dass wir in allen Kämpfen sagen können, es steht geschrieben. Wir müssen nicht verhandeln mit dem Feind. Wir dürfen das Wort Gottes zitieren. Das hat so eine Kraft in sich. Und darum wollen wir mit dem auch leben. Die Bibel lehrt uns, dass es nicht darum geht, das Wort Gottes einfach in unseren Kopf hineinzuhämmern. Und man uns dann verhalten wie ein Pharisäer, der zwar alles weiss, aber nicht weiss, wie handeln. Sondern Jesus lehrt uns, dass wir es lesen und dann das tun. Und darum ist die Frage beim Bibellesen immer wieder, Jesus, was redest du zu mir? Wie soll ich das umsetzen? Und wem sage ich es weiter? Und so wünsche ich euch, dass ihr einen neuen Zugang zum Wort Gottes findet. Oder betend durch das Wort Gottes durchgeht und die Kraft vom Wort Gottes in unser Leben kommt. Jesus Christus, ich danke dir für das riesige Geschenk vom Wort Gottes, das du uns gegeben hast. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns hilfst, das Wort Gottes zu lesen, zu hören und nicht zu tun. Schenke uns eine geisterfüllte Disziplin und eine riesige Freude und einen Hunger danach und eine Veränderung und Frucht in unserem Leben. Amen.